Ich krieg das Grinsen nicht aus dem Gesicht. Zähneputzen hilft nicht, waschen hilft nicht. Es geht nicht weg, aber ist doch geil. Hör mal. Wir haben so eine Frustphase hinter uns. Es geht runter wie Öl. Ja, da haben Sie recht. Und ich glaube, Sie sprechen vielen aus der Seele. Endlich mal wieder ein Sieg und dann gleich so einer. Damit hallo und herzlich willkommen zu Ihrer Lokalzeit. Wie immer live aus Köln. Ja, nach 25 Jahren der erste Sieg im Europacup-Spiel und das dann zu Hause in der heimischen Kulisse mit 5:2. Auch wenn es für die Meisterschaft nichts nützt, weil der FC in der Liga auf dem letzten Platz steht. Es tut einfach gut. Den Spielern, dem Trainer und natürlich auch den Fans. Jetzt, was er jetzt macht, das ist gut. Ja, und? Wir siegen wieder im Europapokal. Beim FC-Training am Nachmittag schweben die beiden Freunde Michael und Thomas immer noch auf Wolke 7. Absolutes Mega-Spiel. Seit 25 Jahren wieder im UEFA-Pokal gewonnen. Überhaupt der erste Heimsieg in dieser Saison zu Hause. Das erste Sieg überhaupt. Gigantisches Spiel, unfassbare Stimmung. Ja, wir waren natürlich mega happy. Tatsächlich ist es so. Ne? Also es fällt alles ein bisschen leichter. Ne? Es ist viel schöner zu arbeiten, es macht alles mehr Spaß. Ein Träumchen. Also ich wette, dass die machen hier richtig was fürs Bruttosozialprodukt. Ne? Alle Leute sind effektiver. Alexander Bade, der Torwarttrainer, war sogar schon vor 25 Jahren dabei, als der FC das letzte Mal im Europapokal gewonnen hat. Damals als FC-Ersatztorhüter, allerdings auf der Bank. Was man vergleichen kann, ist, dass wir damals ähnlich schlecht in die Bundesliga-Saison gestartet sind. Wir haben auch lange auf den Sieg gewartet. Ich glaube, das UEFA-Cup-Spiel damals war sogar der erste Sieg in der Saison. Was man nicht vergleichen kann, ist, dass die Stimmung im Stadion damals noch ein bisschen anders war als heute. Also das Stadion war nicht ausverkauft, war im alten Müngersdorfer Stadion. Das war mit gestern nicht zu vergleichen, da hat der Kessel ja wieder gedampft. Kollektiver Jubel diesmal auch in den sozialen Netzwerken. Doch Trainer Peter Stöger gibt sich heute gewohnt cool. Ich habe das Dauergrinsen dann gehabt, dass ich in der Kabine war, weil ich glückliche Sportler gesehen habe und das macht es dem Trainer dann auch einfacher, nach Hause zu fahren. Aber es ist mit 10 Punkten mehr in der Meisterschaft würde ich noch strahlender herumlaufen, so weiß ich, dass wir schon ein bisschen was zu tun haben. Erstmal Punkte sammeln in der Liga und vielleicht dann auch häufiger mal international? Ich hoffe, es dauert nicht wieder 25 Jahre, auch wenn es natürlich im Moment nicht so aussieht, als ob wir jetzt Jahr für Jahr in der Europa League spielen. Wenn ich in 25 Jahren zumindest im Stadion sitzen kann, dann bin ich schon hochzufrieden. Schon vor dem Europapokalspiel hatten Michael und Thomas alias 2 Kölsch auf ihrem YouTube-Kanal auf Sieg gesetzt. Und für Sonntag gegen Hoffenheim sind sie auch optimistisch. Jeder weiß jetzt, er kann das Tor treffen. Und da gibt es überhaupt keinen Grund mehr, warum wir jetzt so weitermachen sollten wie gehabt. Ne? Also jetzt geht's bergauf. So sieht's aus. Sie glauben fest an ihren Verein.